berichten sich alle mit dem Hajo Heinrich 2016. Für man Deutsch zu feiern, weil es jahrhundertelang nicht im Mittelalter mehr. Wir hatten an der Kulturkommission im Oktober eine Idee gekriegt von Adam Joel für eine lange Zeit bei Jugendlichen Mittelalter mehr zu machen. Und noch viele hin und her, noch viele Nivellien und noch viele Nachfragen, haben wir also im April 2016 einen Schritt gemacht zu machen. Das war für knapp 6 Wochen. Kirch haben das Mittelalter fest bei der Burg. Und solange die Kirche in Tate wollte ich nicht so nach der Initiative für zu killen, so etwas auf den zu setzen. Wir wollen aber ein paar Jahre, dass die Kirche fest nicht mehr ist. Und ich habe für einen guten Jahr an der Kulturkommission proposiert, für das wir dann auf Scheimerisch auf B setzen. Scheimerisch muss ich wissen, dass das ein ganz bedeutenden historisches Site, das geht an der Sternzeit, führen an der Bronzezeit, Römer waren heim und die vier Götter stehen 4 Stohen. Im Mittelalter erlebt Scheimerisch dann noch einen großen Höhepunkt an archäologische Funde, die weisen klar darauf hin, notamment ganz viele hunderte Menschen aus dem 12., 13., 14. Jahrhundert, dass die Marktaktivität dieser Zeit sicherlich stattgefunden hat. Puis à la guerre, je suis allé. Puis à la guerre, je suis allé. À mon retour, ma femme était morte. À mon retour, ma femme était morte. Les bois, les prés aussi, les granges. Les bois, les prés, les bris, les granges. Also 1316, du haben 16, das natürlich die Linie ab 2016 und dann die 700 Jahre. Das fällt das Jahr ganz gut, weil der Karl IV. Für 700 Jahre geboren ist. Und für 700 Jahre, da leiden wir am Anfang Matzen an der Periode, wo er auf Scheimerisch archäologisch bewiesen ein ganz Party Last war. Wenn man als Kirche nach sich stehen, als Kapelle, das ist just der Chor von der ganz großen mittelalterlichen Kirche. Da war ein romanischer Turm, den aus dem 10. 11. Jahrhundert stammt. Den hat die Basisgrundmauer waren 3-4 Meter dick. Die ist allerdings 1905 aufgerappt gehen. Da sind noch die Reste von der Demolger Kirche.
Wir sind selbst wie wir das letztes Jahr schon gemerkt haben, an einer Zeit, wo wir relativ viel, praktisch alle Woche, Abweichungen haben von reinen Überlaufbecken und so weiter, wie wir das hier heute haben. Und für was machen wir das natürlich klar, weil die Bauwerke fertig gesehen, mehr wollen wir etwas weisen, dass an den letzten Jahren ganz stark gesagt gehen, Lützeburg ist relativ weit hinten dran an der Erklärung von den Aufässern. Und wir wollen damit beweisen, dass wir liefern. Wir kriegen einen Auftrag und wir liefern. Wir, das Gemengen, die 26 Gemengen vom CDU, das ist auch zusammen mit dem Minister, den dafür zuständig ist. Wir schaffen zusammen, es ist ja Kofinanzement, durch das stattfindet zwischen Staat und Gemengen. Dadurch, dass wir so viele Sachen abweichen, und letztes Jahr dadurch schon gemerkt, beweisen wir, das hat ein Resultat und das bringt etwas. Und dann, das für die Höhlen immer rum, auch als Message wirklich für die Vereine an der Gemengeverantwortung als Fähigkeit. Wir sind noch hier drin am Pumpschiffsbau, am alle Pumpschiffsbau fortgegangen, demnächst, wo ein flotten, neuen kleinen Centre soll hinkommen. Und da sind die Leute, Bürger, die sehen da etwas. Das können sie benutzen und das ist etwas Konkretes. Während, wenn wir hier nur gucken, was wir hier gebaut haben, da sehen einfach mal nichts. Da ist ein kleiner Sichtschacht, wo in Ruf gesagt, und trotzdem sind das heute Bauwerke von den so regen Überlaufbecken generell guckt, die an Hunderttausenden Euro gehen, verschiedene Sachen, was das Assainissement anbelangt, die gehen an Millionen Euro, ohne Luft von den großen Klären lernen zu schwätzen. Das ist natürlich etwas, was die Leute nicht so gesehen, weil es auch gar nicht so sichtbar ist. Und dafür ist die Leute auch immer schwer zu vermitteln, dass zum Beispiel das Wasser natürlich etwas kostet, weil das Assainissement ja dabei ist. Dass an einem Gemenge oder an einem Budget relativ hohe Part für das Assainissement dran steht. Und dann muss ich die Leute das erklären. Und erklären möchte ich eben noch dadurch, dass ich so etwas möchte wie das heute, wo ich da gesagt habe, da ist etwas geschieht, da ist etwas abgegangen, für das die Leute das akzeptieren und natürlich auch hier gewünscht noch umstellen. Das ist für den anderen Aspekt, den wir haben. So, ihr alle Guten, merci, dass ihr kommen seid, an den Wunsch wirklich für auch die Message weiterzugehen, wie wichtig das ist, das proper Wasser zu haben, und dass es das etwas kostet, und dass das nicht irgendwo in die Luft gepumpelt wird, mit Chlor, am Gebäude, am Tiefbau leid, was muss ich dabei sein, auch noch etwas ist, was an die Landschaft passt. Wer der Besatz wird nicht Landschaft verschandelt und auch das bringt natürlich Käste mit sich. Voilà, also was haben wir hier gemacht? Wir hatten zu Ulm an der Zeit 3 Phosphabdiken, die dann noch mit Niederlauf, Niederlauf am Kanal gebaut waren. Die Phosphabdiken, die sind dann, der Niederlauf davon ist dann an den Berg gelaufen, was nicht unbedingt den besten Zustand von der Berg durchgestaltet hat. Die Überleef bei all Reen als alles was am Kanal dran relativ sehr rausgelaufen. Da hat man dann noch immer Diskussionen ein bisschen mit den Proprietären, die dann nicht unbedingt glücklich waren mit dem, was sich dann an ihrer Wiese rumgefunden hat. Denn die Kielner Gemeinde hat aber eine große Kläranlage zu Kiel stehen und war auch schon ein Kollektor bis an die Industriezone gebaut. So dass der Hand lag, für dann den Kollektor weiterzuziehen bis auf Ulm und dann die Phosphabdiken, die hier waren, wegzuholen und die Reniverleef dann durch Reniverlauf-Passingen zu ersetzen. Wobei der Zweck von seinem Reniverlauf-Becken ist für den Spulstoß, die erst 4 Stunden, wenn es tränt, alles was da, all Knöllerchen, all Dreck, die am Kanal läuft, die gelaufen können, die sammelt sich an dem Bassin und die wird von da aus dann auf Kläranlage gefahren. Aber was haben wir dann noch gebaut? Einerseits hier den Rübkreuz 2, das ist dann ein Kanalstauraum von 51 Kubikmeter. Das ist ein roher 1,40 Meter Durchmesser, über 30 Meter Kraft. Den heute den ist auch ohne Strom und ohne Fremdenergie gebaut. Das heißt, wir haben eine feine Riech auf dem Überlauf, wo wir dann ein paar Bayer an die Sachen können dranhalten. Die wird dann von Tränen von der Wasserkraft, von dem was die überlebt, betrieben. Da ist ein mechanischer Drossel dran, die den Aufluss Richtung Kläranlage regelt. Und wir haben dann aber ein bisschen Strom und den holen wir über Sonnenpanel für den Niveau an den Niederlauf zu messen, dass wir auch können nachvollziehen, ob es funktioniert von fern weg. Parallel haben wir auch schon eine Antenne Richtung Kreuz 2, also Richtung
dat neid Lotissement gelöscht. Und da sind wir am Gang zu planen für den Kollektor dann dahin an noch Richtung Kläranlage von Haft zu machen. Parallel planen wir auch schon Vergrößerung von der Kläranlage von Kirlen. Wir haben nicht fertiggebracht, dass die letzten Matkrit tut, dass wir Probleme haben. Wenn wir mit 2% von den Bergner Flüssen in einem guten Zustand sind, dann haben wir ein Problem. Aber wir machen für allem keine Schuldzuweisung und noch keine Vergangenheitsbewältigung. Das bringt kein weiter. Wir gucken auf hier. Und wir delen gleichzeitig mit, dass wir am Gang sind, abzuholen und dass wir dann eine gute Zusammenarbeit mit den Gemengen und den Hochwassersyndikaten am Gang sind, den Rückstand abzuholen. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, und ich will es heute nicht sagen, weil das als das, was uns freut, und was wir wollen verkündigen, und was der Minister auch heute am Interview gesagt hat, wir haben letztes Jahr 80 Millionen Euro aus dem Wasserfonds und Gemengen und Gemengesyndikaten überwiesen. So viel Suen sind da nie überwiesen gehen. Und das weist, dass eine große Dynamik unterwegs ist und dass die nicht nur am Gang sind, abzuholen, mir auch bei zu kommen. Und dafür ging ich auch appellieren. Wir lohnen nicht darum, Blitzableiteraktionen zu machen, und eine neue Diskussion über den Einheitspreis umzukippen oder darüber zu diskutieren, dass Gemengen Finanzen nicht hätten, für das zu stemmen. Wir haben einen harmonisierten Preis. Und so lange wie nicht die Letztgemeng den appliziert wird, und so lange wie nicht mal an den Wasser, an den Hochwassersyndikaten es fertiggebracht gehen, also gewiesen gehen, dass wir hier einen Einheitspreis kriegen, und in Solidarität sind wir nicht bereit, die Diskussion anzufangen. Darüber haben wir 5-6 Jahre verloren, und das können wir uns gar nicht leisten. Ich meine, dass bei den Bürgern da draußen eigentlich auch viel andere Probleme ist, wie der Teilst von einzelnen Seiten Welt durchgestaltet gehen. Und ich ging auch warnen davon, wo wir wollen tun, das Subsid vom Staat aus dem Wasserfonds von 65 Euro auf 50 zu machen, eine andere Preisdiskussion anzufangen. Weil auch da kommen Gemengen und Gemengesyndikaten eventuell schlecht dabei weg. Ich habe nicht schon gesagt, ich will doch heute sagen, wenn wir wollen raufgehen von 65 auf 50, dann nicht, weil wir wollen, dann muss ich spuren. Es werden noch nie so viel Geld am Wasserfonds wie lo. Es tut nicht dummer zu dienen, es tut mit fundamentaler Steuergerechtigkeit zu dienen. Ich bin gespannt, wenn mehr ein Bürger ging, an einer Gemeinde, wo der kostendeckende Wasserpreis appliziert, geht für ein Gericht gehen, also ich bin nicht d'accord, dass ich so zweimal aus der Tasche Gold kriege. Ich amortisiere über meinen kostendeckenden Wasserpreis, mein Klärer nach meinem Rüb, an meine Wasserleitung, und da muss ich Nenker Steuern bezahlen, für das der Staat 90, 75 oder 65% über den Wasserfonds, den selbe Gemengen an die Tasche geht. Und dafür sollte man höllisch aufpassen, dafür sollte man die Diskussion nicht umkippen, die Gemengen. Und natürlich nehmen die Gemengen, die den kostendeckenden Wasserpreis applizieren, kriegen sie viel Geld an Käse für Infrastrukturen an dem Bereich zu machen, wie noch nie. Wir als Gemeinde Kirlen sind seit jeher bemüht, als Assainissement an der Reihe zu holen, mit diesem Projekt als vierletzte Etappe realisiert. Wir sind genauso lang schon, wie wir in diesem Projekt gehandelt sind. Das hat leider mehr wie 12 Jahre gedauert, bis wir das schlussendlich so weit tun, wie wir haben, dass es in Betrieb ist. Haben wir nach just ein ganz kleines Lotissement an der Gemeinde, muss so geschlossen gehen über also über einen Kollektor, den auf Kopplicht feiert. An dem Moment haben wir uns schon an der Kläranlage angekauft für 2%. Wenn wir da an der Kaschen dabei, für als Einwohner Gleichwert von dem Lotissement, sind wir dort aufgesichert, sodass dem Moment Gemeinde Kirlen 100% an der Reihe ist, und dass man Sicherheit kein Centime mehr auf Bresel, wenn es Eis muss, überwiesen gehen. Wir sind noch eine Gemeinde, die den kostendeckenden Wasserpreis direkt angefordert hat, wie das neue Gesetz kommen ist. Das hat ein bisschen zu Diskussionen gefordert, dass manche ein bisschen Medaille gehen, der Wasserpreis als Medaille gehen, darüber als keine Frau an den Gemengen. Aber das ist auch klar, jeder hat gern ein proper Gemeng, proper Bächen, proper Trinkwasser und so weiter. Und da geht es nicht ähnlich, das muss nicht mal bezahlt gehen. Und ich meine, die Leute haben das auch gesehen, und das haut kein Thema mehr. Und die Leute bemühen sich auch ein bisschen, an dem Sinn Trinkwasser zu spuren, wird da vielleicht das Ganze ein bisschen kompensiert. Dann sind wir froh,
dass man der Teiten haut können aweiien an ich will auch all die Mercisoen, die dort beteiligt wären, für allem der Sidero, die wichtige Beitrag do gelegt huet fir de Projekt umzusetzen fir eis, aber auch all denen Leiit, die ha geschafft hunn, an der Woche als Matbierger Matbierger aus der Gemeng, die ha als droit de Passage gin hunn, fir dass man dat alles konnten realiseieren, oni déi Beiträg wärme natürlich auch net Viro kam. Ich begrüße mich dann haut herzlich bei euch der Port de Wert für den Pumpchen aus der Gemeinde Kirlen an unserer neuen Kaserne, die der 100 Mal gesehen. Was bitte mal die Leute, wir fangen mal an mit einem Konzertbüro. Dann geht es Tiersen, wie das gewinnt, das Tiersen an Trinken Hummer. Dann ab 14:30 Uhr sind ein Demonstrationen vorgesehen an dem Container hier nicht mehr. Als Feen sind ausgestellt. Nach den Demonstrationen könnt ihr als Fan auf der Straße gucken. Da werde ich hoffen, dass das als Vierter ein bisschen Match spielt, dass wir ein paar Leute haben. Die Leute können auch ihr Feuerlöschen prüfen lassen. Und da wünsche ich euch einen schönen Tag bei unserer Port de Wert. Merci.
Den 3. November 1965 Et war so in aller Hellien Dach so groen Dach mat Nivel an huet gereint. Du wollt den George Kaiser an René Gary net an de Meersche ausgruwen. Du se gedurchget mal drüber gucken, do wo Seebers Steiz gemerk huet, wie den Wasserleitung bauen, wat sich do weist. An du Noserei en Hivel entdeckt mat eng ganz klenge Nacht erneft. Et huet awer gedauert bis de September 1966, wéi de Spurtrei ugesat gin ass. Et huet sich herausstalt relativ séier, dats eng Sensation entdeckt gewir, sinn Gräwer R, B, C an D Demolsfond ginn. An Haut sinn déi am Ausland bi bekannt wie heit zu Lützeburg. Wann en am Ausland ass an Zeen ech komme vergiewel Nosbild ass Di Gegent do, direkt so se wo Di berühmt keltech Erdelsgräwer sinn. Und gët de ball do behandelt wie Kinnek. Wann heit zu Lützeburg réet, op den Noppen Stierferheit kann Dir Gräwer vergiewel Nosbild a wat dat man. Die Gräwer, die ha entdeckt gesinn, hun noch dazu beigedroen, dats am Musee die archäologisch Sektion abgebaut gin ass. Wie d'Archäologen deech wären, at d'Archäologen, die hatten den Ausflug hingemach, an weil alle Gott huse gefrot, können mat Gräwer vu Gevel Nosbild besichen. Mun miss so leider as do, so wie an den Run, die Hex a gestrëpp, die können eich se net weisen. Können man net Äwer goen. Und als diese Heiner kom op Kopf immer der Stelle gegangen, da wären se enttäuscht. Die Nummer desideiert, proper zu machen, an Tivelen notzubauen. Wir haben das gemacht mit den Responsablen vom CNRA, so wie es sich gehört. Auch haben wir Plätze genau famos gekriegt, wo Tivelen waren. Und noch auf per Instruktionen hin haben wir auch Tivelen nachgebaut. Das haut auch so, die Leute wollen etwas gesehen. Die Leute wollen an einen Platz kommen, wollen sehen, was war da, und nicht nur ein Bild, ein Pano, aber auch wie hat das ausgesehen. Die Tivelen haben wir gebaut mit einer Mannschaft von der ING. Wir haben, für die Not zu bauen, mit 2 Traktoren über 200 Tonnen Boden müssen dabei bringen. Die kann nicht einfach so abschütten, die muss die Boden heimholen. Und noch heim müssen die Lächer alle gut abfällen. Also das ganze Tag sind Bauern am Traktor gefahren. Vous avez un patrimoine exceptionnel ici. Voilà. Et je trouve très bien que ce patrimoine qui se trouve sur votre territoire soit valorisé non seulement au Musée national ou nous dans les laboratoires, mais sur place, ici, à l'endroit même, et que ça soit un lieu de promenade intelligente, bucolique, voilà, où on mélange patrimoine naturel et patrimoine culturel. Ça, je trouve que c'est une très belle synergie. Et nous, c'est un très bon exemple de complémentarité, parce que parfois, des personnes disent le contraire, voilà, de travailler entre bénévoles et spécialistes. Voilà, il y a une interaction qu'il faut à tout prix promouvoir pour le futur. Ich gebe just so, und das ist wirklich auch ein Symbol, und dafür sind ich auch hier, will ich das Ministerium auch hier vertreten, weil mit CNRA sind wir ja aber darüber raus, für das Patrimoine zu retten, soweit es möglich ist. Und hier ist eben den innerirdischen Patrimoine, den wirklich muss, soll, soweit es möglich ist, den Leuten zugänglich gemacht in einer gewissen gehen. Das einfach gehört zu unserer Kultur. Und dafür so nicht wirklich ganz, ganz große Merci all den Leuten, die hier im Sitz geschafft haben. Formidabel, all denen Felicitationen an, mein Gott, wenn wir etwas Neues können entdecken, für was nicht. Für die Sophierung an setzt die Sitz hier en Valeur, das ist wirklich der Wert. Merci vielmals. Der Hutfleisch Matkrit Museum gerne eng Reform zu machen von der Rettungswesen, viel zu gucken, so abzustellen, dass man garantieren können, dass an einem akzeptablen Zeitraum Hilfe auf der Platz ist, wenn ein Notfall geschieht. Aber egal wie gut man es abstellen, für das System in Betrieb zu holen, wird man immer aufhängig sind von Leuten, die da sind, auf der Platz, wenn etwas geschieht, für die ich Maßnahmen zu ergreifen. Weil das ist, wir schwätzen da immer von der Rettungskette, das ist die Zeit, die man können nutzen, für eben, wenn ein Notfall geschieht. Also ich meine, du hast über Reanimation geschwärzt, das ist dann
habt falsch Menge wann eng Person en Herzstillstand huet, do zählt all Sekunden all Minute vom Notruf bis eben 12 op der Platz ass vergeht eben en gewissen Zeit. Aber wann an der Zeit net Leid wie dir, die begeleiert hun de Gesten zu machen, die in dem Moment muss machen, dann kann wie gesagt die besten Rettungsdienst nicht mehr zur Zeit op der Platz für der Person zu helfen. Und dafür also die mens wichtig, dass den Schritt gemacht hat, für ich die Zeit zu holen, für die Kurre matt zu machen, die Ofen da. Weil das ja so, dass die meisten Notfälle, die eben geschehen am privaten Umfeld oder op der Arbeit, das heißt, ein kann immer an den Fall kommen, wo eben an Situation könnt, für einer Person muss zu helfen, aber wie gesagt, ganz oft muss es dann in einer Situation, wo es vielleicht einen Bekannten oder vielleicht von der Familie ist, den die Hilfe braucht. Genauso wichtig schon viel von der Reanimation geschwärzt, also eben noch, dass man Leute tun, die wissen, mit den vollautomatischen Defibrillateuren umzugehen, die man ja überall mehr finden. Und ich meine noch dort, die Apparate, die sind nutzlos, wenn nicht Leute da sind, die in dem Moment doch die Courage haben, für so einen Betrieb zu holen und eben dann die lebenserhaltenden Maßnahmen zu ergreifen. Dat freut anders, dat ich lo als frisch gebackene Sekuristen an die Welt schicken. Die kriegt dafür ein Diplom. Den Diplom muss dir aber keinem weisen, weist Zivilcourage, wenn unwer geleiert hat. An Junge, wenn der den Führerschein macht, ne, guckt, dass das nicht so weit könnt, dass das muss umwenden. Ich war froh, dass ich die Sportbusse von 2003 Geburtstag bis bisschen Dinosaurier halbbanden, ich gucke kein, kommt für die Kuh erfrieren. Wir geben uns lo ein bisschen an eine Reihe Stelle, könnt ihr schön keins leicht kommen. Wir rufen nicht mal Numm alphabetisch ab. Er kriegt ein Diplom. So, als Kanner die entläfen lo hannert sech die Féier Ziklen, die sie gelläft, den Zikelen an 2. Moien an den 3. Féier haute Mëtte rondem die 2 Terrain. Dun die immens gut gemerkt Kanner fir doch mat gespielt mün immens Chance. An lo guck mal wie weitergeht, lo könnt ihr spannenden Deel, lo muss man gucken, ob man genug Älteren an noch Enseignant bewecht kreien, fir dass man dann op die 600 Leiit kommen, die man reis werden.
de Mittech hai aus dem Schulhaf vun der Zentralschule vu Kielen. Wir sinn haut Engagementsläf he ze summe kom de Läf as iwwer de ganzen Dergänge, wo iwwer de ganzen der Klassen gelaf sinn also die Insel Schüler, 2 Tier vun 250 Me vu 450 Meter. An den Noventummer du verlängert als ältere Komitee hummer dun organiséiert, dats d Äre noch konnte mat läfen an all die Freiwillig die wollte noch läfen. Dat ass gänge mat engem Startgeld vu 5 €, an dat waren 600 Meter in Tour. Wir hunn een Challenge umläfen, dats ma 600 Leiit den Noventai iwwer de ganzen Därm vung den Noventai kéinte präsentéieren. Simmer gespannt, op mat op die 600 kommen, et Fehlneist an a puer. Notfalls läfen mir da noch nach en Kral gëtt mat fir, dats wir die 600 voll kreien. Voilà, den ältere Komitee huet natürlich auch ha gesuercht fir gut Ambiance, fir gut Wider, fir der gesit das herrlich Wider mir richtig Chance, a fir drinks an ersten as och gesuercht. An enger weiterer Emissionioun eventuell giet der gewurt mat die 600 da gepackt hun.